Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Und in der letzten Episode sind wir ja vom Bandana Man Revolution entführt worden. Und so ist jetzt auch das 12. Kapitel, entführt. Und die Jungs wollen Spaß mit uns haben. Pfui Teufel, na dann gucken wir mal, was da jetzt passiert. Igitt. Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Und vor allem der Halotri mit seiner Schwimmweste, Alter, was ist denn das für ein Vogel? Ah, das sind aber auch Klasse C-Pirate, oder? Die nicht mal einer richtig fesseln können und dann noch auf die Schnut kriegen von dem Typ, der gefesselt worden ist und, naja. Also so viel scheinen die nicht auf dem Kasten zu haben, die Pirate hier. Vor allem, weil die anderen die ganze Zeit im Hintergrund stehen. Was sind denn das für Fächel? Jetzt mal ohne Scheiß. Normalerweise, wenn sich ein paar auf den stürzen, dann wär's ja eigentlich auch rum, ne? Aber so clever scheinen die gar nicht zu sein. Zack. Vor allem der Mollekop hier. Mit seinem Handtuch um den Schädel. Klappschädel. Schöne Geräusche macht er aber. Oh, der Schwimmwesten-Spacko wieder. Alter, der geht mal auf den Sack, der Typ. Den mache ich jetzt mal so richtig platt. Scheißkerl, den habe ich gefressen, den Schwimmweste-Spacko. Braucht er vielleicht auch Schwimmärmel, wenn er Sub isst oder was? Also es gibt Leute, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Gibt es auch noch so einen Overgoscher, so einen Fettsack am Schluss? Also einer von den Fünflinge ist dann wohl Pirat, war er. Aber noch ist es noch nicht so weit. Na, ich glaube, eine gute Prügelei sind die Bursche normalerweise nie abgeneigt. Okay, das ist ein Schwarzer gewesen hinter seinem Mullbindeverband, hinter seinem Handtuch. Zack. Ah, Mann. Normalerweise stellen die Schwarze ja immer so die beste Boxer in Amerika. Ah, hätte mich jetzt amok gefreut, mal einer zu sehen, der war richtig was auf dem Kasten hat, so ein Mike Tyson-Typ. Au. Hier mit dem Mike Tyson scheint es ja nicht zu tun, aber. Zack. Aua, aber denn viele Kopfnüsse. Ah, da kommt der Mike Tyson. Na, Allah. Endlich mal ein anderer Fettsack. Und nicht einer von den Vierlinger. Bei Vierlinger sind wir nämlich jetzt geblieben. Aber jetzt haben wir endlich so einen Mike Tyson als Gegner. Gerade rette ich noch den Fu von große schwarze Boxer, die ist tierisch drauf haben. Und jetzt kommt auch schon so ein Mike Tyson-Verschnitt. Sehr schön. Aber nicht, dass er mal das Ohr abbeißt. So weit will ich es nicht kommen lassen. Au! Der patentierte Nathan Drake Klötentritt. Aua. Ja, bleib bitte ohne. Wir hätten sagt das Ding doch nehmen können, oder? Naja. Warum dann irgendwelche Sachen aus der Umgebung nehmen, wenn man mit der Feucht das regeln kann? Okay. Da kann ich jetzt leider nicht hingehen, wo unser Kumpel verschwunden ist, aber die Leder können wir hochgehen. Bin ja mal gespannt, was das für einer ist. Der Bandana Man Revolutions. Igitt. Pfui Teufel. Also der Große, der muss dann anscheinend hier gewartet und zugeguckt haben. Der hätte sich auch von Anfang an einmischen können, denke ich. Naja, die cleverste sind sie halt nie, die Typen. Das muss man immer so im Hinterkopf behalten. Okay, so weit hoch kommt er nicht, der Nate. Aber da? Nee, da geht er auch nicht hier. Nee, da geht er auch nicht hier, auch nicht hier, auch nicht hier. Nee, da geht er auch nicht hier, geht er nicht hier. Wie mache ich dann das jetzt wieder? Oh, scheiße, ich hasse es. Diese Kletteraffen-Passage. Moment, hier war irgendwo ein Schatz. Da. Was sind die Pirate verloren? Seepferdchen, Streichholzbehälter. Ja, okay, das passt ja irgendwie noch. Das passt ja noch irgendwie. Das finde ich jetzt gar nicht mal so abwegig, um ehrlich zu sein. Ah, da drüber. Da drüber muss ich hier. Okay, ich hab's geschnallt. Also es wäre jetzt eher schlimm, wenn das jetzt wieder so vergoldete Perlmuttkette wäre. Aber na gut, da kann ich auch damit argumentieren, dass es halt Piratebeute ist. Na, meinetwegen. Das ist ja noch irgendwie alles logisch. In seiner geschlossenen Spiellogik ist es noch in Ordnung. Okay, jetzt habe ich den Weg hier wieder gefunden. Da kann ich da entlang kraxeln. Oh je. Oh je, oh je. Oh Jamie, nee. Und so hoch. Und dann. Ach die Scheiße. Also in irgendeiner Haferanlage scheint mal zu sein, ne?
Und Affesprung. Und Affesprung. Herr Uff. Herr Uff rostig so sei. Ich sag's da. Natürlich. Okay, da hinten ist aber Cat. An der Cat kann ich wahrscheinlich entlang irgendwie. Nate. Oder... was machst du? Was machst du, du Ferz? Okay. Was macht er dann? So, so, so. Und jetzt... Aha, so rum. Okay, so wird ein Schuh draus. Und jetzt mit dem fette Tau. Zack. Na, Allah. Okay, das sieht nicht gut aus. Leer, natürlich. Naja, aber man kann es wenigstens mitnehmen, oder? Wenn man unterwegs was findet. Ach ja, ach ja. Na gut. Na gut. Ach ja, da ist der Rum. Ne? Warum ist der Rum immer leer und so? Ich glaube, da liegt noch was. Nochmal Piratebeute. Silbernes Faustamulett, also für die Hand des Königs. Das hätte ich mal in Gold gewünscht, ne? Game of Thrones und so. Ach ja. Wobei in den Büchern hat die Hand des Königs ja eigentlich so Kette aus mehreren ineinandergreifende Hände. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Oh, nett, nett. Schiffsfriedhof. Sowas gibt es in Indien sehr häufig. Dass man dort die Leute zu Spottpreise die Schiffe demontieren lässt. Oh ja, wie es hier aussieht. Wie bei Samples und am Sofa, ne? Also in Indien gibt es vor allem so große A-Lager und die Leute machen das dort teilweise barfuß und natürlich ohne Sicherheitskleidung. Also das ist richtig heftig, muss ich sagen. Aber die Leute sind doch froh, dass sie einen Job haben, was ich dann wiederum auch sehr heftig finde, ne? Dass man auf sowas angewiesen ist. Aber Schiffsdemontage ist definitiv kein freundliches Business. Da muss man sich auch durchkämpfen. Die Leute prügeln sich doch richtig in Indien um die Jobs. Das ist echt extrem. Also wenn ihr euch dummer informieren wollt, Schiffsdemontage ist definitiv ein sehr fieses und schmutziges Handwerk. Und die europäische und amerikanische Linie, die geben das bewusst dann auch noch Indien, weil es so natürlich zu Spottpreise demontiert wird. Okay, um hinter Hindernissen durchzutauchen. Na gut, probieren wir es mal. Also das ist definitiv auch eine sehr wichtige Angelegenheit, wenn ihr euch da mal informieren wollt. Googelt es einfach mal. Schiffsdemontage in Indien, das ist definitiv ziemlich heftig, das Ganze. Ach ja, gibt's auch bestimmt Dokus auf YouTube oder so, die ihr euch dazu angucken könnt. So, jetzt aber erstmal zu dir, Knetkopf. Okay, das ist ja auch... Doof fallen sie dann um wie die Fliege, wenn man sie MOA kickt. Na gut. Ansonsten muss ich irgendwie 50 Mal auf der Wäschung drauf kloppen, dass die irgendwie Schade nehmen. Und du reicht es, wenn man es mit einer sanften Brise von den Füßen berührt. Naja, vielleicht stinkt er ja auch so sehr, dass das sofort ausnockt. Man weiß es nicht. Hier ist noch nix. Da. Wie dramatisch. Wie dramatisch. Okay, das sind noch jede Menge von den Riven-Nickel. So lang geht's aber nicht. Da kriege ich hier auch nichts. Okay, dann muss ich wohl wirklich über die Passage hier. Zack. Jo, irgendwie müssen wir. Schön wäre es halt, wenn die Tauchensee... Okay. Den feindlichen Schüssen zu entgehen. Okay. Okay. Das nehmen wir mal erst A. Warten wir mal, bis der Kopf de Knet da kommt. Und dann schleudern wir dann nämlich sofort runter. Hallo? Kuckucks. Au. Aua. Ja, das tut bestimmt sehr gut. Para. Ausgezeichnet. Okay, in deren Nähe soll ich mich mal eher nicht so aufhalten. Da kommt der nächste. Und da unten gibt es aber nichts von Interesse für uns. Na gut, ich probiere das jetzt mal einigermaßen heimlich zu machen. Betonung liegt auf einigermaßen. Kuckucks. Taubpräzisionspistole. Aha. Erzähl mir mehr. Oh, die sehen mich bestimmt.
Okay, erzähl mir mehr. Das will ich jetzt unbedingt ausprobieren. Das ist wahrscheinlich wie die El Diablo in The Last of Us, ne? Ja. Achtung. Nicht schlecht. Okay, die Rievenickel kriegt man relativ schnell so. Okay, da bin ich definitiv irgendwo an der falschen Adresse gerade. Die schießen mir permanent in den Kopf. Das ist nicht so gut. Oh ja, die Hände auf Flak. Okay. Ich warte die Salve ab. Dann muss der erstmal dran klar. So. Nee. Jetzt möchte ich wieder die Para haben. Irgendwo sind noch welche. Ach, wenn du diese 1001 Nachtmusik erklingt, bin ich nicht gerade sehr begeistert davor. Den kann ich bestimmt mit einer Granate außer Quest setzen. Da kommen noch so ein paar von deinen Gesichter. Hoppala. Oh, wieder so ein Schwimmwesten-Spacko. Ich hasse euch, Typer. Ihr seid so unnötig. Schrotpistole, okay. Na, besser als so Schrottpistole, oder? Ja, definitiv. Oh, oh. So, dann bleiben wir doch erstmal hier ein bisschen hängen. Der kriegt nur ein paar Mal in den Arsch geschossen. So wie er es mag als Pirat. Arr. Ich hoffe, für ihn war es so schön wie für mich. So, noch so ein Knetkopf entsorgt. Ich bin der Knetkopfentsorger. Au! Au! Doch uff! Naja, der trägt wenigstens ein Kevlar oder irgendwas in der Art als Schutz. Au, tut doch weh. Schrittschuss! Au! Okay. Nicht so gut. Ah ja, okay. Mir haben schon das Feuer eröffnet, alles klar. Um den Postmeister Bill aus der Simpsons zu zitieren. Zack. Hör doch mal auf, du Schwimmwesten-Spacko. Mann. Und der an der Flak, der geht mir auch tierisch auf den Sack. Also der geht mal schon ganz stark auf die Kletz. Also das unterbinden wir jetzt mal schnell. Viel Spaß damit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas abreißen können. Anscheinend nicht. Anscheinend hat man mich gerissen. Ach ja, das wird spaßig. Das wird spaßig jetzt. Echt was. Schwimmwesten-Spackos überleben hier nicht besonders lang bei mir. Euch mag ich nicht. Apropos und so, ne? Viel Spaß damit. Ich hoffe, das trifft. Okay, scheint irgendwie getroffen zu haben. Okay. Ui. Okay. Okay, das ging recht fix. Na gut. Na gut, na gut. Dann machen wir das halt ein bisschen anders. Dann gehen wir halt erstmal dort hier. Schießen wir auf das Scheißflak. Die Scheißflak, nicht das Scheißflak, so rum. Da haben wir dort zumindest ein bisschen Ruhe. So, den Handtuchkopf machen wir erstmal fertig. Hey, 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 hey. Hör auf mit so Ferz, du dappisches Ultra-Gesicht. Dich mache ich platt. Er ist so unwahrscheinlich hässlich, der Kerl, dass er halt auch Binde tragen muss. Du kennt ja nix. Apropos, du kennt ja nix. Da kommt wieder der nächste Pseudo-Cyborg. Ja, lass doch mal los, Nate. Wie machen wir das? Das machen wir so. Und den Sacksichterich. Okay, den Sacksichterich, der will wohl nicht. Na gut. Oh. Herr Uff. Ich schieße in den Schritt. Hallo, ich schieße denn die ganze Zeit permanent in den Schritt? Das gibt's doch gar nicht. Berserkerzorn.
Berserker-Modus aktivieren. Scheißkerle, Scheißkerle, Scheißkerle. Jetzt bewegen wir uns auch mal ein bisschen hier. Bleiben wir mobil. Bleiben wir mobil bei den Spongos hier. 30 Eliminierungen mit der Kerl habe ich gerade, mit der Kerl Silver Trophäe erhalten. Ah, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch alles gar nicht. Okay, wieder was dazugelernt. Ihr könnt mich alle mal. Ich hasse euch wie die Pest. Wow, halt die Schnies, du Affekorb. Ich hoffe, es hat richtig wehgetan. Arschgeig. So, hoffentlich hat es auch so richtig wehgetan. Hallo, Nate? Wie wär's mit Karlettern? Trörörö, trörörö. Mann, oh Meter. Aha. Kein Wunder, dass du irgend so ein Arsch da wieder mit einem scheiß Raketewerfer schießt. Ne, verdammt, verschwende ich bestimmt nicht. Okay, wo ist das andere Arschgesicht? Irgendwo musst du noch so ein... Ah, nee, du schon. Du schon wieder, du Schwimmwesten-Spongo. So, na Allah. So, jetzt wieder hoch mit uns. Alter, verreck. So. Okay, jetzt nehmen wir das Ding. Oh, toll, mir nur die Panzerung wegsprengt. Super Sach. Das gibt's doch alles gar nicht. Hallo, stirb. Na also. Mann. Das sind auch ein paar hartnäckige Hutsimpel hier. Zack. Geht doch. So, wieder so ein Dappschädel weg. So, viel Spaß damit. Blöd, Mann. Hoffentlich tut's so richtig weh. Hallo? Steht nur Sache hier. Let's get physical. Physical. Ah, ist da keiner mehr? Keiner mehr da? Ah, da hinten. Ich sehe dich genau. So. Okay. Ja, ich nehme doch lieber nochmal die Kerl. Was haben wir da noch? Ich glaube, derzeit muss ich mich nämlich so großartig aufregen. Ich denke, das Gröbste haben wir gepackt. Sei denn, irgend so ein Freak ist noch da an der... irgend so ein Freak ist noch an Raketewerfer gerotet oder so. Da oben haben wir noch einen Granatwerfer. Okay, die können auch nicht verkehrt sein. Probieren wir es doch einfach mal aus. Wenn ich dann mal wüsste, wo die Idioten schießen. Wo bist du dann? Ach, da ohne. Da ohne bist du. Was für ein Gammler du bist. Naja, da lohnt sich ja fast das Abschießen mit dem fetten Gerät nicht, ne? Ach ja, ach ja. Ja. Ich bin offensichtlich hier der Schrecken der 7 Weltmeere. Rafika, nee, die mag ich nicht. Ich mag bei der Rapara bleiben, die ist nicht schlecht. Okay, ich denke, jetzt haben wir mal die erste Idiote niedergemäht. Ein bisschen Kerlmunition gab's noch. Was haben die noch für uns? Präzisionsgewehr. Brauchen wir wohl gerade auch nicht. Da ist auch nichts von Interesse mehr. Das Flakgeschütz habe ich auch niedergemäht. Aber ich mag mich auf jeden Fall jetzt nochmal umgucken in der Arena. Nicht, dass ich irgendwo noch einen Schatz oder ähnliches vergessen habe. Ah, okay, das wäre auch nicht schlecht gewesen, aber für Raketewerfer auch ziemlich blöd. Na gut. Okay. Ey, jetzt hört's aber auf. Jetzt hört's aber auf hier. Dann gehen wir in Deckung. Zack, das kriegen wir auch noch hier. Komm schon. Dann kriegen wir aber echt hier. Na Allah, das hat ihn getroffen. Das war der Endschuss. Okay, da haben wir noch eine Granate. Die nehmen wir doch auch sehr gern. Und dann könnte man wohl auch ins Schiffchen reingehen.
Hier wartet nichts mehr auf uns. Na, die Raketewerfer. Ich weiß ja als nicht. Ich weiß ja als nicht, ob wir sie wirklich gebrauchen können oder ob die einfach nur so nice to have sind, die Dinger. Na gut. Dann können wir aber hier noch weitergehen. Jawohl. Definiere fast geschafft, Nath. Nath, ja, vor allem Nathan. Nathan oder Nate? Herrgott, nochmal Nath. Oh, ja. Scheiße. Na gut. Da geht's auch nicht weiter. Dann müssen wir wohl da so einen Hupser wagen, ne? Hui, Hupser gewagt. Und dort oben droben. Das sieht nicht so wirklich aus. Jetzt wäre doch was Interessantes. Ah, da ist noch so ein Dabschädel. Okay, den kriegen wir noch. Okay, so weit kommen wir leider nicht. Ich mag das nicht. Ja, ich darf bestimmt mal. Ach, jetzt habe ich das Ding... Okay, jetzt habe ich die Rakete, der Granatwerfer genommen. Na gut. Ui. Der gebe ich jetzt aber mal so richtig ins auf der Washing. Uiuiuiui. Jetzt aber auf. Klug. Okay, ach, den getroffen. Uiuiuiui. Da könnte ich auch mal nachladen. Die Taubpräzisionspistole. Okay. Ist ja schön und gut alles, aber nur 4 Munition ist etwas erbärmlich. Okay. Aber ich täte auch mal sagen, dass ich an der Stelle hier einen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, liebe Leute. Euer Yankee.